Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist nun soweit. Nachdem wir uns von Gerhard Struber getrennt haben, wie auch von Christian Keller, ist der Moment gekommen, wo wir herausfinden werden, hat es nun einen Effekt auf die Mannschaft, dass nun Friedhelm Funkel diese Mannschaft betreut. Wir werden darüber sprechen, meine Gedanken wie auch meine Prognose zu diesem Spiel, liebe Freunde. Ja, die ganze Woche stand dieser Trainerwechsel im Fokus, dieser Managerwechsel sowieso, aber ich habe ja schon bereits gesagt, bis auf weiteres ist dieses Kapitel geschlossen. Wir reden darüber nochmal in einem kleinen Saisonfazit, das es definitiv dann geben wird. Aber jetzt müssen wir den Blick in die Zukunft richten. Natürlich, jetzt von Zukunft zu reden, ist vielleicht hier und da ein bisschen verfrüht. Es geht jetzt nur noch darum, diesen Aufstieg zu schaffen. Ich möchte natürlich jetzt nochmal eine Sache hier klarstellen. Klar, wir wären sicherlich vor der Saison froh gewesen, wenn wir überhaupt in diesem Aufstiegskampf eine Rolle spielen. Kasssperre und so weiter, das war ja klar. Aber wenn man schon als Herbstmeister, Wintermeister in die Pause geht und du so lange da oben mitspielst, dann ändern sich halt die Ansprüche. Wisst ihr, man kann nicht einfach sagen, ja, guck mal, wo wir vorher waren, guck mal, wie wir vorher geredet haben, wenn man so lange da mitspielt. Das ist so ähnlich, ich bin ja ziemlicher Trikotsammler, das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trikot aus den 80er Jahren oder sogar aus den 70er Jahren, wo der FC das Double gewonnen hat, bei eBay sehen würde. Das kostet so, sagen wir mal, 150 € und ich setze es auf die Beobachtungsliste und denke mir so, ah komm, ja, das Trikot ist vielleicht 40 Jahre alt oder fast 50 Jahre alt, aber ich warte mal ab, vielleicht wird es ja bald günstiger und zack, ist es weg. Genauso eine Situation ist es auch, wir müssen das nutzen. Und ja, was ich mir jetzt erhoffe von Friedhelm Funkel, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, einen anderen Trainernamen auszusprechen, weil ja, ungefähr 10 Monate lang haben wir jetzt wirklich über den gleichen Trainer gesprochen. Und nun ja, Friedhelm Funkel. Natürlich eine absolute Legende. Wir wissen, dass er erfahren ist, was den Aufstiegskampf betrifft. Und ich habe ja schon davon gesprochen, väterliche Ausstrahlung. Das ist natürlich immer so eine Sache, ob das auch wirklich so rüberkommt bei den Spielern. Nehmen sie es an? Sind sie bereit, ihm zuzuhören? Nehmen sie ihn auch wirklich als Legende wahr, denn wir haben es ja auch teilweise mit einer jüngeren Generation zu tun, die vielleicht gerade mal so mitbekommen hat, dass wir die damals 2021, ja, so ein krasses damals ist es für mich dann nicht, für mich vergeht die Zeit dann doch relativ schnell, dass wir da die Relegation mit ihm noch gepackt haben. Relegation gilt es zu vermeiden. Weil wenn wir da schon wieder gegen Heidenheim spielen, ich weiß nicht, dieser Flashback ans letzte Jahr, das bleibt noch im Hinterkopf. Ich kann euch nicht viel über irgendeine Taktik sagen. Ich weiß noch nicht, was Funkel da gegebenenfalls vorhat, was für Änderungen er vornimmt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass er da auf jeden Fall akribisch rangehen wird, dass er sich vollkommen bewusst ist, wo hier die Stärken liegen und wo nicht. Klar, wenige Tage zeigen es nicht, aber seine Erfahrung wird es vielleicht zeigen. Es ist aber nur ein Vielleicht. Es sind nur gewisse Gedanken, die mit einem Vielleicht kokettieren. Ich habe ein deutlich besseres Gefühl bei Friedhelm Funkel. Allerdings, die Nürnberger möchte ich trotzdem nicht unterschätzen. Ich habe mir ja das letzte Spiel von ihnen angesehen. Es ist ja nicht so, als wären die komplett offensiv schwach. Dieses beeindruckende Tor von Antiste, das ist so eins dieser Tore, das hat man ja in den letzten Jahren beim FC gar nicht gesehen. Klar, ihr bester Torjäger Zimas, heißt er so, der ist momentan nicht zur Verfügung. Er steht momentan nicht zur Verfügung, beziehungsweise. Und es ist halt die Frage, wie sehr schwächt sie das? Jens Kastrop, unser alter Bekannter, der wird jetzt sowieso bis zum Saisonende ausfallen und auch seinen Abschied damit in Nürnberg geben und danach zu unserem großen Rivalen Borussia Mönchengladbach wechseln. Und nun ja, es ist eine kleine Wundertüte. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber gut, Freunde, ich will jetzt keine Parolen hier raushauen, wir müssen positiv sein, den ganzen anderen Kram, ich bin nicht der Typ dafür. Ich habe nur das Gefühl, dass wir eine richtige Entscheidung getroffen haben für den Moment. Deswegen,
was Funkel so von sich gibt, klingt auf jeden Fall nicht nach Phrasen. Es klingt wirklich nach jemandem, der Ahnung hat. Und ich hoffe, dass sich das auf die Mannschaft auswirkt. Und deswegen, das ist ein wegweisendes Spiel. Aber, Thema Wundertüte, ich wüsste nicht, was ich tippen soll jetzt zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall nicht Niederlage. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit Friedhelm Funkel auf der Trainerbank dieses Spiel verlieren werden. Allerdings, für meine ganzen neuen Zuschauer, es gibt hier so ein Ding, wenn ich ein Spiel tippe, so ein kleines Format, angelehnt an den Münzwurf von Rotterdam, spielen wir immer so ein kleines Spielchen. Das nennt sich Geiß oder Bock. Und das Konzept wird euch jetzt gleich erklärt. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Von daher, für mich geht es in diesem Spiel jetzt direkt um den Spoiler zu öffnen, um Sieg oder Unentschieden. Okay? Das hier ist ein Unentschieden, das hier ist der Sieg. Von daher, das Unentschieden ist das schlechtere Ergebnis. Ist natürlich nicht unser endgültiges Aus, aber wirft uns deutlich zurück. Von daher noch einmal Geiß oder Bock. Unentschieden. Natürlich muss ich nicht recht haben, aber ich tippe mal 2-2. Bin halt unentschlossen, natürlich, wie schon Friedhelm Funkel gesagt hat, in Bezug zum Beispiel auf die Neuzugänge, wie zum Beispiel Imad Rondic, hat er auch nochmal erwähnt, weil er sie vorher, bevor er bei uns wieder tätig wurde, kritisiert hat. Da hat er ganz klar gesagt, er kann mich auch eines Besseren belehren. Und das gilt jetzt auch für die Mannschaft, was meinen Spieltagstipp angeht. So positiv gestimmt ich auch bin. Aber was nochmal meine Reaction auf das Spiel betrifft, ich sage euch von vornherein, ich werde ein bisschen abwarten. Ihr werdet eine Reaction wahrscheinlich nicht sofort sehen. Ich warte erstmal die anderen Ergebnisse ab. Es sei denn, wir spielen wirklich unentschieden. Dann gibt es eigentlich schon keine 24 Stunden später eine Reaction da drauf. Ja, heute erstmal nur so ein kleines Video, ein paar Gedanken vor dem Spiel. Reactions sind da meistens etwas umfangreicher. Aber ich wollte trotzdem meine Gedanken mit euch teilen. Und nochmal, Dankeschön an euch alle. Danke, dass wir die 500 Abonnenten geknackt haben. Unfassbar, das war ein Meilenstein für diesen Kanal. Aber ich bleibe auf dem Boden. Keine Sorge, ich bleibe bodenständig. Es wird jetzt nicht dazu kommen, dass ich jetzt hier zum Beispiel Merchandising rausbringe mit irgendwelchen Sprüchen von mir. Keine Sorge, ich bleibe da, was das betrifft, bodenständig. Aber es freut mich trotzdem. Ja, das wäre es dann erstmal. Das waren meine Gedanken vor dem Spiel. Schauen wir mal, was die Reaction so bringt. Die wird dann deutlich detaillierter sein. Gegebenenfalls auch emotionaler. Und da bleibt mir nichts weiter zu sagen. Ich bedanke mich, also nichts weiter zu sagen, als ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der Multikosmos,